Ein Wirt, sei Aushilfsköchin, macht ihm klar, wie der Lorwetter selbi ist, bald's zu viel wergelt. Weil sie ihm auch schon so gegangen ist, kann er das gut verstehen. Der Chris sollte für seine Gespuse eine neue Pfad kaufen. Aber weil er nie aufpasst, was sie anhat, kennt er sich nicht aus und lässt das der Leni machen. Aber die seinige kommt ihm dahinter. Der Michi hängt in der Werkstatt ein Reklamebeutel vor einem halbnackerten Weibsbild Advent. Und seine Alte sieht das und stellt drauf ein halbnackertes Mannsbild im Metzgerladen auf. Ihm taugt das aber nicht. Und drum stellt sie sich ein halbnackertes Beutel von ihm selber aufs Nachtkastel. Als Hummerl möchte die Friedenslanzen auf der Gmor ausstellen. Aber das taugt der Bürgermeisterin nicht. Und damit das nicht in eine Ausstellung nach Wangen kommt, wird's schließlich in einem Schaukastel am Gmorsaal ausgestellt. Das Bärli ist scharf auf ein Brotscherzl, aber der Chris isst ihm unversenks weg. Drum backt er ihm selber ein Brot mit viel Scherzeln, aber als Zwiebel weiß das nicht und macht Semmelknödel draus. Der Fanny, sein preußischer Stiefsohn, hat der Uschi seiner preußischen Tochter weiß gemacht, dass die Leni ein Alien ist und die Kleine fährt sie und läuft davon. Wird Leni das da gneist, dreht seinen Spieß um und da schreckt ihm als kreislige Außerirdische. An Sascha ist ein Preis ein neuer Geldgeber, der Thomas Winkler, zuerst rechts wieder. Aber wie er draufkommt, dass der die kleinen Waserl in Afrika hilft, taugt er ihm schließlich. Der Sarah, sein preußischer Onkel, geht auf Brautschau und verschaukt sie in eine alte Schachtel, auf die wo der Lorenz auch scharf war.